krallt euch die Kopfgelder hier bei One Piece Pirate Warriors 3. Unser heutiger Gegner ist ein Level 38er Vergo mit einem Level 33er Sanji als Gegner. Naja, wird schon werden, wa? Jo, passt. Wie gesagt, der Kampf, die Revanche ist sowieso gut. Ist zwar nicht gemäß Spiel, aber gemäß Anime und deswegen, naja, Manga natürlich auch. Also dann machen wir platt. Oh, mit Holy und mit Minotaurus und das wird richtig lustig. Lösche alle Feinde aus. Ja, nicht schlecht. Ich muss sagen, los war. Natürlich, Mann. Folgt mir alle. Robin-chan! So, Minotaurus, was ist Minotaurus und Co? Alter, was ist ein Zeitlimit? Flambé Sabé, oder wie ist so ein Attack schon wieder? Ist egal. Sanji quatscht sowieso die ganze Zeit mal Französisch und ich hasse Französisch! Beschissene Aussprache ist doch wahr. Nee, aber eher wegen den ganzen, wegen der Rechtschreibung vor allem. Also vor allem in Schule immer genervt. Und immer diesen Aigus und Axographen, was auch immer das alles gibt. Verdammt. Ich habe nur normale Attacken drauf. Ich habe Sanji ein bisschen zu wenig trainiert, merke ich gerade. Naja, gegen Vergo schon reichen. Wenn ich dann merke ich relativ schnell. So, dann gehe ich mal da unten durch. Jetzt soll dann die Gebiete erobern, wa? Da hätte ich zwei. Da wäre vermutlich klüger, dass zuerst die machen. Wenn Kizuna schon so weiß nie, wie lange der hält und wann er wieder aufgefüllt wird. Ja, aber ganz toll. Pirate Capito! Ja, ungefähr so. So, einer weniger. Da ist der andere Spasti. Ne, ist nicht der, den ich gesucht habe. Hä? Noch zwei große Ziele hier. Wo ist der andere hin? Egal. Liebe sie mein Sturm. Vor allem bei dir, Sanji. Dann zeig mal, wie stark dein Musoshoku Haki ist. Was will das ein Rüstungshaki? Also ein Mantura kennen wir leider noch nicht. Ups. Ja! Abgebogen. Verdammt! Ja, Kizuna bei einer Person dauert aber echt nicht so lange. Das ist echt mühsam. Kaizoku! Ja, du bist auch ein Kaizoku, ey. Oder hält sich zumindest für einer. Der hat doch keine Ahnung, was ein wahrer Pirat ist. Au, das war nicht gut. Au, das war gar nicht gut. Nein, wir sind nicht nutzlos. So, mal gucken, wie lange der Part dauert. Also an die Mission hier, wenn es ein bisschen kürzer ist, kann ich vielleicht mit der nächsten Endboss-Mission kombinieren und sonst wird es eine alleinstehende Mission oder kombiniere es mit anderen Stickbrieflichen, weil ich denke, man wird es ja noch ein paar mehr geben. Also sprich, da einfach Kopfgeld einsacken. Obwohl es unlogisch ist, wie als Piraten an der Kopfgelder, aber gut, ich meine, Zoro mit Erfahrung war. Ein Wasserschuss, ja? Boom! Liebe ist ein Sturm! Und du bist down! Das ist unsere gemeinsame Liebe! Jo, das bleibt ja selig. So, besiegt haben wir sie. Wir sind noch erobern hier, war sieht immer so aus.
So wie es von der Mucke her klingt, ist bereits der Endspurt. Genau, besiegen wir in die Schlacht. Geil. Okay, geht direkt mal hoch. Ich weiß, die Zeit läuft noch, aber ist mir gerade egal. Oder bezieht sich die Zeit sogar auf Vergo, bis er abhaut und so, kann natürlich auch sein. Aber jetzt nicht ganz genau so gelesen, wie es vermutlich sein könnte oder auch sein müsste. Aber ist egal. Nicht nur Ruffy, guter Sanji, nicht nur Ruffy hat solche Typen. So, jetzt müssen wir sowieso warten. Jetzt kann eh keinen Schaden mehr zufügen, weil er erst ein Balken runter ist. Na doch, das ist ja gegeben. Wow. Right dead. Gut durch, Grillschuss. Was? Aha, da hat er gerade eingefroren. Hä, wo ist denn plötzlich? Wo ist denn Aokichi? Aber nee, das war ja Brook. Mein Nase juckt gerade. Nein! Ah, Verzeihung. Das war keine Absicht, ich schwör's. Das war vermutlich gerade irgendwie in ein Haar reingeflogen. Hatte man so lange Haare. Du. Au. Ich weiß gar nicht, schon eigentlich Kizuna waschen, aber wohl erstmal genügend Schwäche mit nachher mit dem Finisher setzen kann. Aber ich bin doch stark. Liebe oder auch nicht. Der mit einem Bambusrohr, ey. Denkst du mir, wo ist er? Okay, let's finish! Strike! Vergo ist platt, Mann. Du hast den Kampf gewonnen. Alle heulen. Wenn wir schon fertig sind, Mann. Jo. Hat was. In diesem Sinne, 7 Minuten hat's gedauert. CCS. Naja, gut. Spitzenangriff total voll bei ihm. Das ist so krass. Wir machen uns alle nass. Ein paar Münzen. Seltene Münzen. Geil. Jo. Jo, Mann, das passt doch, ist doch nice. Seelenmesse und ein bisschen Kohle, kann doch nicht schaden. Hilfe, Stimme, wo bist du? Und Vergo ist platt, wir haben alles eingesagt. Ein neuer Gegenstand ist im Berry Shop verfügbar, geil. Jo, sonst kann er da, also man sagt, wir sind das nächste Mal dann wieder hier. Am nächsten Boss, endet dann gleich ein Part noch, am nächsten Part, je nachdem. Alles klar, Leute, legen wir los mit dem Kampf gegen Fujitora hier bei One Piece Part Warriors 3 mit einem Level 40er Zorro. Jo. Voll ins Auge gepiekst und so Fujitora, wo ist er, ich seh nix. Dabei spürt er uns doch alle. Oh, relativ kleine Karte, okay. Ich muss zugeben, ich bin froh, dass ich die ganzen Zwischenwege offscreen mache. Ganz ehrlich, das alles im Let's Play zeigen, ich würde irgendwann nichts mehr sagen können. Es ist einfach so viel und eigentlich immer das Gleiche. Da würde echt irgendwann wieder einfach nur sagen, okay, ja, den auch noch schön. Etwa in dem Ton. Das wäre auch nicht cool, wa? Also. Mal los hier mit Zorro. Besiege Warpol und Kokage. OW. Wo ist er hin? Und Sanji ist im Rhythmus. Schlitzokowski. Ja, wo ist er jetzt?
Der Marine Kommando. Boom, swoop. Hallo? Geht doch. Und scheinbar, so wie ich es gelesen habe, sollen noch viele, viele weitere Charaktere kommen. Also wir haben zwar jetzt schon ein paar gesehen auf der Karte und das Hin- und Herschalten. Aber es sollen doch noch ein paar mehr kommen, zum Beispiel auch Enel soll noch kommen oder Aokichi, sprich Kusan. Den wir gar nicht gesehen, aber scheinbar, wenn man halt ein paar freispielt, dann, also sprich den Weg freispielt, sag's mal so, dann kommen weitere Charaktere. Wenn man, glaube ich, irgendwie sogar Akainu, also gegen ihn gekämpft hat und halt damit freigespielt hat, war, dann soll nachher auch noch irgendwie Kuma freischaltbar sein, also sprich Bartholomäus Bär. Denken wir so, okay, gut. Wieso nicht, wa? Hier, komm doch gleich. Au, 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 abholen, nein, nein. Ausfassen, nicht fassen, natürlich. Die Kreuzung von 6 Pfaden. Na, kann man schon einfach so ohne Sanchez Hilfe. Jo, sag ich ja. Jetzt ab zu Falkenauge. Ich würde echt mal gerne einen Kampf zwischen Falkenauge und dem Zorn nach dem Zeitsprung sehen. Ich glaube, es ist nicht so schon stark genug, um ihn zu beschlagen, aber es wird sicher ein guter Match werden. Ich würde so wie damals mit Vista gegen Falkenauge. Und ich so ja persönlich ein bisschen stärker einschätzen mittlerweile als Vista. Ich weiß auch nicht, war Vista auch 2 Jahre gehabt zum Trainieren. Es ist viel zu viel los hier. Ein Schwerterstil der Liebe. Wow, beinahe down. Naja, jetzt ist er ganz down. Wer kommt denn da schon wieder? Buggy, der Klau, mit war auch kein Problem mit Zorro. Ein Rüstungshaki kann sich durch Buggy teilen, wer er will. Wo ich mich schon frage, wie Buggy jetzt nach dem Zeitsprung erstmal natürlich wie er aussieht, zweitens wie er sich verhält. Aber ganz ehrlich, nimmt er gleiche Trottel von einem Clown ist. Ich meine, klar, es wird irgendwie so sein Wesen war, aber irgendwie. Da müsste schon ein bisschen stärker sein, weil ich meine, Galdino, also sprich Mr. Freeze, scheinbar ja auch in seiner Bande. Da wäre eigentlich schon zu erwarten, dass er ein bisschen stärker geworden ist mittlerweile. Weiß war, ich meine, so eine Trend die kannst du überhaupt noch ausbauen. Dass irgendwie Haki beherrscht, speziell ganz stark. Und Shanks, das kann wieso ja nicht, weil wir waren beide und Whaley und wow, Gold Watcher. Ja, mit dem auch aber irgendwie ein Trick von ihm erwartet man jetzt eigentlich schon, so nach dem Zeitsprung, dass er jetzt was Neues drauf hat. Und da ist auch schon Fujitora. Ich helfe euch doch gerne, Mann. Ich sehe zwar nichts, aber ist ja egal, ich spüre alles. Dann mal versuchen, die Sunura zu laden, war. Nur die 2 war. Naja. Je mehr, desto besser. Ja, das sieht mal sehr schön aus. Und zack. Na, komm schon, Moni. Wie lange brauchst du noch, bis er endlich da? Mach's halt so, meine Fresse. So, geht doch.
Yes! Ja, ja, Zoro. Mann, es würde mich nicht wundern, wenn Zoro auch Schokahaki drauf hätte. Die Veranlagung eines Königs, also ich denke mir eigentlich schon, stark genug wäre er sicher. Also, stark genug ist falsch ausgedrückt, ich meine natürlich würdig genug, wa? Also bis hier noch nie gezeigt und so, obwohl eine Anspielung gab es ja eigentlich. Damals auf der Fischmenscheninsel, wo Ruffy Hao Schokahaki eingesetzt, meinte er ja, ja, ich überlege gerade, die waren schon seine genauen Worte. Ah genau, hat er gesagt, falls Ruffy gar nicht hätte, wäre er gar nicht würdig, ihr Captain zu sein. Da überlege ich mir so, dann brauchst du Hao Schokahaki, um Captain zu sein? Aus natürlich. Eins Mitglieder hat es auch. Wie damals bei Rayleigh, Rayleigh, Shanks, Watcher, gleiche Bande. Natürlich muss Watcher es auch haben, sonst wäre er gar nicht würdig, ihr Captain zu sein. Wäre also eine gute Anspielung darauf, dass Zoro es auch hat. Und er auch selber weiß, er hat es drauf, er könnte es auch einsetzen und ist nicht so stark ausgeprägt wie bei Ruffy, oder er trainiert lieber halt ein Rüstungshaki und das Vorsehungshaki und so. Wer weiß, wa? Fujitora zieht sich zurück, Mann. Halt wie aussieht mit weißen Augen. Bitte was? Ist? Auf Seiten der Weltregierung? Ja, nee, ist klar. Gut. Wie gesagt, so beherrscht Haki, kein Problem. Oh, jetzt kommt direkt ein paar. Diese Giraffe, cooler Look. Man, du kennst den, ist Eki. Ekiger ist keiner. Au, au, au. Komm schon, ich will dich endlich platt machen. So halt ein bisschen mühsam, dass also einerseits sind seine Moves nicht unbedingt so abwechslungsreich, im Gegensatz zu Ruffy natürlich, vor allem optisch nicht. Zum anderen wäre ich bei ihm halt nur ein Normalangriff, den, naja, den mit 2 Balken halt nicht, weil ich die Mission nicht anders machen müssen. Also die Mission, glaube ich, da war die bei Water 7 war. Die müssen wir dann mit Zoro machen und dann würde er halt die anderen Attacken noch beherrschen. Aber es wird auch so klappen. So, jetzt Ekina, dann müsste Fujitora kommen natürlich, Entschuldigung. Snowstorm! Bam Bams! Sonst blauen Drachen, Alter. Also wäre irgendwie Marco der Phönix, wow. Und das war's, Eki! Okay, Fuji Master, jetzt kann es langsam mal kommen. Und ich steige auf den Fuji drauf. Nö, nicht mal gegen Fujitora verliert er. Ach meine Güte, zieht so noch länger in die Länge. Noch länger in die Länge. Ich muss zugeben, das Team, das mit Mone funktioniert, echt geil. Der Feind ist wohl doch nicht so dumm. Nee, der schließt gleich auf, der Feind, aber ist ja dir egal, wa?
Getroffen oder was? Schon wesentlich besser. Alter, jetzt getroffen. Hab gerade gesehen. Und tschüss. Also jetzt aus für die Tour. Kommst du es langsam mal? Muss ich eine Vermisstmeldung aufgeben. Je kleiner die Map, desto mehr Zwischengegner oder was? Alter, nerv mich doch nicht. Ach ja, verdammte Weltregierung hat auch schon mal bessere Ideen, ganz ehrlich. Nee, Mugiwara ist nicht hier. Ego Power ist mir noch egal, ich schlitz dich trotzdem. Noch nichts. Jetzt aber. Immerhin, es gibt viele geile Münzen. So, jetzt haben wir da noch den letzten. Ups. Vorbei. Ah, doch noch erwischt. Geil. Fuji, komm mal. Jetzt ist besser als die Länge, Alter. Na, geht doch. Das seid ihr doch schon. Besiege Fujitora und lassen wir ihn mal aus dem Weg. So, zeitmäßig, das klappt eigentlich noch, damit ich da noch, ja doch, es halt einschieben kann bezüglich Kopfgeld und so weiter. Mit Vergo, also Kampf und der Kampf vorher, vor diesem Beginn des Parts, passt doch. Mal zu erwarten, dass es ein bisschen stärker ist. Alter, der Kampf gegen Shang ist jetzt sicher übel. Der muss ja mit Ruffy machen, gar keine Chance sehen. Tja, Fuji, du bist ein bisschen lang. Lahm. Du bist ein bisschen langsam. Du. Dabei soll er als Charakter total überpowered sein, wenn man was gelesen. Der Brille, ey. Au! Voll so Seite in die Fresse. Nee, wieso hast du gemacht, Mann, du Arsch? Yo, Mann, wir haben voll gesiegt. SBS. Nicht SBB? Naja. Spezialangriff ist so geil bei Zoro. Eieiei. So. Zack. Alles Max. Geil. Geile Münzen. Seltene Münzen. Direkt einfügen, bitteschön. Kraft der Wesenswahrnehmung. Zoros Crew Level auf Max.
Ja, Don Krieg, der kann mich mal am Popöchen. So wie sieht's aus? Neuen Weg freigeschaltet oder so? Fujitora. Er kann überall ausgewählt werden. Ist das geil? Neues Kopfgeld, schon wieder. Oh, den ganzen Kopfgeld, ey. Der auch noch. Kopfgeld ist verschwunden. Nein, nicht wirklich wichtig. Man gezeigt, aber ich sehe jetzt noch, wenn sie nochmal machen und so. Mal schauen, Leute. Aber es ist wirklich Priorität auf die Charaktere jetzt. Sprich, ein Admiral haben wir, jetzt kommen die nächsten dran. Ja, also irgendwo hier müssen noch Crews an, kommen vermutlich erst später. Obwohl, links vermutlich eher Magellan. Er kämpft gegen ihn. Na, vielleicht kann er hier mal Hancock nehmen, wa? Weil sonst sehe ich da irgendwie gar keinen Gegner für Hancock und er will ja trotzdem mindestens noch einmal einsetzen. Nicht nur wegen ihrer überzeugenden Argumente, sondern allgemein. Okay, hier kommt wieder Zorro in die Reihe, genau. Das macht Law gesagt, vermutlich. Das garantiert Waffi. Da vermutlich Herr Blackbeard oder Ace. Oh, wer macht den Gegner? Müsste eigentlich auch Zorro machen. Rayleigh habe ich ja dummerweise nicht. Aber gucken mal. Und ihn macht auch entweder Whitebeard oder Ace. Mein Blackbeard auf 50 war. Ja, und auch ja Whitebeard hier und hier dann Ace als Konterpunkt, genau. Also, nächster Part damit Magellan. Und sind wir sicher, werden wir hier mit Dingsbums Hancock genau ein bisschen loslegen, wa? In dem Sinne, bis dahin und ciao zusammen!